Du bist Teil des Gebetsteams, Matthias. Warum Gebet? Es gibt so viele andere Möglichkeiten. Du als Gärtner im Gebetsteam. Wir haben ja auch Pflanzen. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Aber warum das Gebetsteam? Ja, das Gebet ist etwas, was ich in den letzten Jahren mega lieben gelernt habe. Nach einer Zeit, sage jetzt mal, als ich sehr auf Abstand war mit Gott, habe ich in den letzten 3 Jahren, auch dank dem ICF, wieder angefangen, wirklich nach dem Gott zu suchen, eben unter anderem im Gebet. Habe angefangen, eben am Morgen wirklich jeden Morgen eine Stunde früher aufzustehen, um wirklich mit dem Gott Zeit zu verbringen. Das mache ich nicht, wenn ich das Gefühl habe, ich sollte oder ich bekomme einen auf den Deckel, wenn ich es nicht mache, sondern das ist wie das Morgenessen. Ich habe viel zu wenig Energie und Kraft, den Tag zu bewältigen. So erlebe ich das im Normalfall, wenn ich nicht das Gebet habe, wenn ich nicht die Verbindung mit dem guten Gott habe. Ich habe dann also angefangen aufzuschreiben, was ich überhaupt bete, damit ich es nicht vergesse, um auch zu schauen, funktioniert das überhaupt. Und bin mega überrascht worden letztes Jahr, wie oft das auch Realität wird, was ich bete. Ja. Es ist inspirierend. Mich inspiriert es immer sehr. Ich merke, mir fällt selber, dass die persönliche Gebetszeit fällt mir eher schwer. Ich merke, ich muss mich da immer ein bisschen überwinden. Und mir hilft es, mit Menschen wie dir zu schwätzen, wenn ich etwas höre. Matthias, was mich interessiert, jemand, der so auf Gebet auch setzt wie du, wie gehst du damit um, wenn Gebet teilweise einfach gefühlt nicht beantwortet werden oder nicht sofort? Du hast bestimmt auch Sachen, wo du dafür betest, Personen, die du dafür betest, das Gefühl ist, jetzt bin ich seit Jahren dran. Ja. Und das Gefühl passiert nichts. Ja. Und in anderen Sachen passiert wieder etwas. Aber wie gehst du gerade mit diesen Situationen um, wo nichts passiert? Dort, wo leidest, dort, wo Sachen sind für dich, die dich vielleicht auch fast zerrissen. Ja. Und du das Gefühl hast, irgendwie, ich bete und doch passiert nichts. Ja, das kenne ich definitiv auch. Ich glaube, jeder von uns Bereich, wo man das Gefühl hat, ey, für diese Person, ich habe jetzt konkrete Freunde, den ich schon jahrelang dafür bete, der in seinem Leben so viel, ich sage das Wort jetzt nicht, Seich erlebt hat, wo mir so wehtut auch und ich das Gefühl habe, Gott macht nichts dagegen. Ich klage mein Leid Gott und frage ihn, warum passiert nichts. Ich habe ihn auch schon darum gebeten, mir mal einen Lichtblick zu geben. Zeig mir, dass du etwas am Tun bist. Und dann habe ich tatsächlich im Gespräch mit dieser Person herausgefunden, dass definitiv auch wieder etwas gegangen ist. Ich denke, das sollten wir auch darum beten in unserer Menschlichkeit, dass wir eine Ermutigung brauchen auf diesem Weg für die Person oder für unsere Krankheit und unsere Probleme zu beten, dass wir auch einen Lichtblick bekommen. Genau. Aber es ist frustrierend teilweise. Ich glaube, wichtig ist, dass wir wirklich auch mit unserem Leid oder eben mit dem Leid zu Gott kommen. Weil mit dem kann er sehr gut umgehen. Und dürfen wir auch schimpfen und täubeln und ausrufen. Er ist sehr robust, glaube ich. Er kann mit dem umgehen. Etwas, was mir gerade bleibt, was du gesagt hast, so nebenbei in einem Nebensatz, ist, du schreibst dir einmal auf, was du erlebst. Das ist vielleicht gerade auch noch etwas ganz Konkretes, was du machen kannst, weil ich glaube, so oft tut Gott das Gebet beantworten und doch spült es immer wieder aus unseren Gedanken aus. Genau. Und das finde ich einen guten Tipp. Ja. Hey, Matthias, wir haben noch 2 Minuten.